Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Muvolution, der beste Podcast der Welt, aber mit einem natürlich neuen Format, wie immer. Na, so neu ist gar nicht mehr. Es ist jetzt, glaube ich, schon die dritte Ausgabe, ja. Oder vierte, je nachdem, ob man unsere Januar-Folgen dazu als eine sieht oder als zwei. Wir reden mal über den Talkthrough, das heißt, hier ist wieder unsere Gaming-Folge. Wir haben ja schon positives Feedback dazu bekommen, was mich überrascht hat, aber... Wie bei allen positiven Feedbacks zu unserem Podcast. Richtig, da bin ich immer überrascht. Aber das freut mich natürlich sehr und deswegen sind heute auch wieder mit dabei der Kane und der Seppi. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo Seppi, hallo Corby, hallo komische Leute, die das gefällt. Schön, dass der Corby heute auch wieder dabei ist. Es kommt einmal ja, kurz Feedback ein, also wieder da. Der Corby ist dabei. Der Corby hat sich hier als Moderator freiwillig gemeldet, weil der Corby echt verdammt wenig gezockt hat. Und ich aber mich auf ein paar Highlights freue und ich weiß, ein Highlight hat der Seppi ganz bestimmt dabei, über das ich mich am allermeisten freue. Ich habe mir schon die Demo dazu angeguckt, aber ich habe noch nicht in das Spiel direkt selber reinschauen können. Deswegen möchte ich gleich damit anfangen, weil vielleicht sind ja hier schon ein paar Hörer, die sich denken, oh, sie reden drüber. Resident Minecraft Evil 4. Legends, oder? Oh, ich hab jetzt gemeint, du meinst das neue Catchen. Das hätte ich mir angeschaut. Das war geil. Aber kommt überhaupt schon wieder ein neues Catchen? Ja, ist gestern rausgekommen. Also Leid. Resident Evil 4 Remake und Seppi, was sagst du? Ich habe die Demo schon gefeiert. Ich habe es richtig geil gefunden. Allein die ganzen Erinnerungen an früher, wo ich dann immer Angst gehabt habe, ob ich jetzt weiterspiele oder nicht. Und dann habe ich mich doch getraut. Bist du mutig? Also, ich weiß es auch nicht, aber gruselig ist das Ding nicht. Wir können sich da nicht trauen. Das ist quasi... Da war ich viel jünger. Da war ich, weiß ich nicht, Anfang 20. Oh Mann. Ja, also... Grundsätzlich ist es ein geiles Spiel, so wie kann ich schon mal sagen. Ich bin jetzt zum Stand heute ziemlich bei der Hälfte. Ich muss aber auch sagen, Survival Horror ist das Spiel nicht mehr. Ich habe das ursprüngliche Spiel damals nie gespielt, muss ich auch dazu sagen. Ich kenne es also nicht in Gamecube-Grafik oder sowas. Das war aber auch schon kein Survival Horror mehr. Nein, das ist eigentlich ist ein Abenteuer-Mystery-Spiel. Es ist halt einfach Action-Adventure mit ganz viel Ballern. Ja. Mehr ist eigentlich nicht genau mehr. das, was ich gesagt habe. Action. Genau. Mystery. Also wenn man es in der Chronologie der Serie betrachtet, dann ist das ganz stimmig eigentlich, weil es ist eine sinnvolle Weiterentwicklung von die ersten 2-3 Teile. Es ist schon manchmal sehr dämlich. Das ist so, also Resident Evil ist ja noch nie so für seine super tolle Story ohne irgendwelche Cringe-Momente bekannt gewesen, aber der Teil macht schon ein paar echt lustige Sachen. Vor allem, weil der Leon so eine, weiß ich nicht, Mischung aus Parkour-Künstler und MMA-Kämpfer ist. Ja. Und da teilweise Stunts hinlegt, was du sagst, leck mich fett. Krasser Typ. Geilen Dreifach-Salto aus dem 3. Stock aus. Ja, da gibt es so eine Szene, da bist du in einem leeren Raum drin und dann gehst du zur Wand hier und dann brechen da 2 Kettensägen-Tussen durch. Und er, in dem Moment, wo die Kettensägen durch die Wand sich drücken, hat er natürlich nichts besser zum Tor, wie quasi an die Wand zum Springen, einen Salto rückwärts machen, wow, zum Sagen und abzuhauen. Komischer Typ irgendwie. Hast du dich in so einer Situation jemals anders verhalten, Seppi? Sei ehrlich. Ich verabschiede mich aus keiner Situation ohne Salto. Für mich ist das jetzt schon so alltäglich, weißt du schon. Ja. Da gibt's doch die eine Folge bei The Office, wo es auch immer starten am Anfang mit Parkour und immer nur Parkour. Die ist Weltklasse. Ja, so ähnlich ist Resident Evil 4. Ja, genau, das trifft ganz gut. Aber Ding so technisch und so weiter ist das Ding super. Also es schaut hervorragend aus, so wenn du dann im Dorf unterwegs bist und es fängt zum Ringen und so weiter. Das macht richtig Laune. Es ist halt extrem gamey, wenn ich es fast nenne. Du hast halt überall so gelb markierte Kisten,
Das ganze Dorf ist voller Peseten. Das ist das reichste spanische Dorf auf der ganzen Welt. Du findest an jeder Ecke 100.000 Peseten. Das ist unglaublich. Und dann gibt es den komischen Händler und so. Sagt der Händler immer nur, what are you buying und what are you selling? Ja, auf Deutsch halt. Also er hat ungefähr 4 Textzeilen und die wiederholen sich halt relativ schnell. Ja, immer, weil beim Original auf dem Gamecube, ich hab das damals schon gesagt, dass er da, wenn du draufgedruckt hast, dann hat er das Ganze gesagt, what are you buying, what are you buying, what are you buying? Das war so geil bescheuert. Wie auf Deutsch? Ist das komplett auf Deutsch synchronisiert oder was? Logisch. Okay. Du kannst es auch umstellen, du kannst es auf Englisch auch spielen, wenn du möchtest. Aber es ist halt... war das bei Resident Evil 2 auch schon so? Ja. Das war doch auch Deutsch, oder? Das ist jetzt auch schon wieder 5 Jahre her oder so, glaube ich, aber ich glaube schon, dass das auch ja, also ich hätte jetzt drauf schwören können, dass das auf Englisch war mit deutschen Untertiteln. Wahrscheinlich hast du so eingestellt. Ich bin mir jetzt mal 1000%ig sicher, aber Capcom macht ja die Remakes schon ziemlich aufwendig. Also glaube ich schon, dass die in verschiedenen Sprachen gibt. Also bei dem ist auf alle Fälle so, das kann ich mal bestätigen. Naja, dann machen wir doch gleich mal da so ein Shoutout und sagen dann bitte für das nächste Remake oder für den nächsten Resident Evil Teil an Kani als alle Zombies als Synchronisator benutzen. ihr kennt natürlich auch die bestehenden Tonspuren von mir haben vom Podcast. Da kennt es wahrscheinlich schon ganz gut aus. Wir müssten nicht mehr viel rumschneiden dran. Oder der Corby nimmt mich auf beim Fortgehen, nachdem ich 14,5 gesoffen habe. Beim Speim dann. So sehr. Genau. Ich liebe Gehirne. Oh Gott. Aber ich trinke nichts. Na, stimmt. Seitdem liebt mich keiner mehr. Müsste der Frau mit zum Saufen anfangen, Ich mische ja schon immer heimlich Alkohol unter. Ja, schon, bitte lieb mich doch, sauf 4 halbe. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Wo wir gerade bei Damen haben, du hast ja bei Resident Evil 4 eine Begleitung, die Ashley. Die haben's, wer sich nur erinnert oder wer die alten Büttel gesehen hat vom Originalteil, der war so ein bisschen luftig gekleidet für das Wetter. Das haben sie geändert. Ja, die ist ja entführt worden, die hat das nicht gewusst. Ja, stimmt. Die Präsidententochter läuft da immer mit Mini-Kini oder wie das heißt rum. Das ist ganz klar. Ja, auf alle. Show what your mama gave you. Jetzt hat sie auf alle Fälle einen schönen Schal drin und so. Jetzt ist richtig nobel gekleidet, die Dame. Jetzt hat sie einen Schal. Süchtig. Ja, Gott sei Dank, dann friert es jetzt nicht mehr. Da haben sie wirklich geschaut. Auch. Sie hat ihren Minirock immer noch an, oder was? Ja, aber ich glaube, sie hat Strumpfhosen drunter. Also es ist alles sehr züchtig. Also da gibt es nichts mehr. Keine Teenager werden mehr sabbern vom Monitor hängen. Ja, okay, ich auch nicht. Ich spiele die Scheiße nicht. Ich spiele lieber das Gamecube-Original, da kann ich wenigstens wichsen. Oh Gott, Alter. Die ist, glaube ich, minderjährig. Nein, die ist mindestens alt genug. Kann man das, dass hier in die Kommentare nicht mehr eingeht, da ermutigst du doch nur. So, okay. Wir reden schon vom Leon, oder? Ja. Ihr Logo. Von wem sonst? Eine Frau wie Teufel. Finde ich gut, dass der Leon endlich einen Schal gekriegt hat. Ja, der arme Teufel. Jedenfalls haben sie ja statt visueller Schauwerte haben sie jetzt ein starkes Asthma und ein Raucherproblem angehängt. Weil die Dame echt? Ja, das ist ganz krass. Das ist fast wie? Ja, ich glaube, du bist ein bisschen Party gestanden. Jedenfalls, das kann sein. Sobald du 2 Schritte laufst, hängt die hinter dir so. Und du meinst, jetzt kämen voll die Zombies dabei, schnauft sie einfach für irre. Das ist so gestört. Ich war mir so erschrocken. Geil. Richtig stark. Aber ja. Aber es ist doch akkurat. Nicht jeder würde vermuten, dass sie genau die gleiche Ausbildung gehabt hat wie der Leon und dann da mithalten kann. Ja, den haben sie ziemlich hergewirkt. Gesagt, was eine Anfangssequenz, wo er knallhartes MMA-Training hat. Respekt, der Typ. So richtig cooler Typ auf alle Fälle. Das habe ich in der Demo auch gesehen und ich glaube, dass das ein bisschen neu ist. Also zumindest, ich kann mich nicht daran erinnern. Das ist jetzt ein Mini-Rückblick. Nein, MMA-Training hast du nicht gehabt im Original. So wie sie das erklärt haben, habe ich mich dann auch gefragt, wie war jetzt das gleich nochmal? Wie hängt das Resident Evil 1, 2 mit dem Leon da zusammen? Weil, also 1 gar nicht? Doch, um 1 ist er doch auch. Nein, das ist der Chris Redfield. Leon, nein. Der Leon kommt erst im 2. Teil in die Serie. Genau. Und da ist er quasi, im 2. Teil ist er ein Novize, ist ein Polizisten-Novize, glaube ich, oder wie man das sagt, oder in Ausbildung. Und Neuling. jetzt ist er halt, dann haben sie quasi noch die Ereignisse im 2. haben sie
in so eine Spezialeinheit berufen und haben ihn da halt ausgebildet und deswegen ist er jetzt so ein hypercooler Actionheld, der alles kann, außer ausweichen. Aber ich hab gedacht, der hängt doch da mal eine Zeit lang mit der Ada Wong in so einem Aufzug fest. Das ist im zweiten Teil, oder? Das ist der zweite Teil. Hätte ich auch gemeint, ja. Also im meine ersten schon. ist der Leon sicher nicht dabei. Ja gut, bitte verbessert es uns in den Kommentare und diejenigen, die mir recht geben, kriegen von mir ein Herz. Oh. Cute as fuck, boy. Ja. Das ist aber nur für die 5er rausgekommen, oder? Das Remake für die 4er gibt es nicht mehr. Doch, gibt's auch für die Vierer. Ja. Du schon, dann brauchen wir doch noch eine 5er kaufen. Zwei Versionen. Ich wollte gerade sagen, scheiße, oder? Für die. Jetzt denkst du, oh Mann, wieder ein Grund weniger, 5er zum Kaffee. Ich als ewig Gestriger bleib bei der 4er. Dann kommt nämlich jetzt im April das Hogwarts Legacy endlich für mich aus. Das ist sehr schön. Weißt du, jetzt gibt's schon Gerüchte, dass nächstes Jahr auf PlayStation 5 Pro rauskommt und ihr hängt aber noch mit der allerersten Version von der 4er umeinander. Unglaublich. Vielleicht habe ich auf PlayStation 5 Pro gewartet, du Fotzenhobel. Nein, weil du es gar nicht gewusst hast, gibst zu. Boah, da mache ich ganz kurz nur einen Ausflug in eine ganz andere Spielwelt. Das neue Siedler ist ja auch für Konsolen rausgekommen. Und was mich total wundert, anscheinend nur für die Alten. Super Nintendo, oder wie? Also warum bringt man denn ein komplett neues Spiel auf der Konsole raus, aber dann nicht auf der 5er und auf der Xbox neu? Voll Idee. Ich kann mir echt diese Titel richtig gut merken, muss ich schon sagen. XS, Xbox Ich glaube, Series. das ist ja ziemlich kacke, oder? Oder so gehört habe. Also ich hab jetzt Ja, nicht- sagen wir mal, das kommt nur dazu, wobei, da habe ich mich auch schon mit einem Kollegen drüber unterhalten, der halt dann auch gesagt hat, man muss das immer sehen, wer solche Berichte macht. Das sind meistens die nichts anderes tun, als jahrelang in dieser Strategiewelt drin zu sein und die natürlich was ganz was anderes erwarten. Wenn du jetzt aber früher, so wie ich jetzt zum Beispiel auch, Siedler gespielt hast, nichts mehr von dieser Mechanik weißt und dann da einfach mal wieder in so ein Spiel reintauchen willst und ein bisschen Erfolgserlebnisse hast oder haben willst, dann ist das anscheinend schon ziemlich cool, weil du halt dann da relativ schnell reinkommst und Erfolge feiern kannst. Naja, also man muss vielleicht immer ein bisschen aufpassen, für welche Zielgruppen das dann abzielt. Aber war das nicht technischer Natur der Hauptkritikpunkt? Also ich hab jetzt ehrlich gesagt nicht mit Siedler befasst, weil ich wusste, dass wir heute über Siedler sprechen. Aber ich hab gemeint, das war die Kritik war darauf aus, dass das ziemlich kaputt sei. Nein, Aber komm ja da also schon. technische Probleme habe ich bis jetzt noch gar nichts gehört. Also wir reden übrigens über Siedler, die neue Allianzen. Da habe jetzt ich die meisten Kritikpunkte einfach nur gehört, dass ja die gegnerische KI soll nicht ganz so schlau sein, die Aufbaumechanik ist ein bisschen eingeschränkt im Gegensatz zu vorherigen Spielen. Also es gibt halt ein paar Wirtschaftszweige, die gibt's jetzt gar nicht mehr, aber da sind sie in der Beta dann auch schon drauf eingegangen. Und sagen wir mal, im Großen und Ganzen ist es halt schon meckern auf hohem Niveau, aber klar, wenn man halt sie natürlich dazu entschließt, einen neuen Teil von so einer bekannten Serie zu machen und dann nicht unbedingt drauf setzt. Die Fans kann ich verstehen, aber eigentlich mein Kollege, der hat da schon recht gehabt. Im Prinzip, wenn du halt dann da vielleicht eine neue Zielgruppe gehen möchtest oder halt dann auf die ganz alten eingehst, die halt einfach da nicht mehr so im Thema drin sind, dann ist es bestimmt gar nicht so schlecht. Aber das mit den Konsolen habe ich jetzt nicht verstanden. Warum bringt man ein neues Spiel nur für die alten Konsolen raus? Aber ich glaube, dass das also es ist, glaube ich, ein Problem, wenn du sagst, du nimmst eine Marke, die uralt ist und ganz viele alte Generationen begeistert hat, bringst dann ein neues Spiel aus mit dem Namen, möchtest aber eine andere Zielgruppe erreichen. Mhm. Du ziehst da automatisch die Leute von früher und die Neuen denken sich erst einmal, was ist denn das? Das ist, glaube ich, ein wenig ein schwieriges Unterfangen, dass da dann alle Sollen wir uns wirklich vielleicht mal abweist. kurz darauf einigen, dass Siedler sowieso immer beschissen waren und Age of Empires viel cooler war? Ich habe Age of Empires nie gespielt. Wollecke, ich schlucke Korbi. Also und Siedler 4 oder war Siedler 3, eins von den beiden, das fand ich eigentlich damals echt ziemlich cool. Da wusste ja dann immer auch die Gebiete abstecken hast müssen und so. Also ich kann beide Seiten verstehen. Ich hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn einfach kein neuer Siedlerteil mehr rauskommt, sondern die das einfach mal begraben. Ja, ich bin eigentlich auch eher der Schrucker, wie ich das gelesen habe. Soll für Age of Empires 2 nicht auch ein Remake kommen? Das gibt's ja schon, oder? Ist es sogar schon raus? Wollecke, voll übersehen.
Es gibt ja schon ein neues Vierer oder so. Das interessiert mich nicht. Ich möchte das Remake um 2, weil das habe ich früher geliebt. Ja, das gibt schon ewig. Geil, muss ich mal holen, habe ich voll übersehen. Ich glaube, das gibt schon 4 Jahre oder so, oder? Kann das sein? Halt doch dein Maul, so lange gibt es das Quiz nicht. Doch, wirklich. Es gibt's wirklich schon ewig. Was ist mit mir? Ich bin ja schon in dem Wachkoma gelegen. Nein, du hängst meistens in deiner bunten Nintendo-Welt ab und dann ab und zu machst dann einen Ausflug in irgendwelche ultra krassen Sachen, so wie Outlast, und dann gehst du wieder zurück und da holst du erstmal wieder in die Nintendo-Welt. Genau, dann kriege ich wieder 4 Jahre lang keinen einzigen Release mit. Verdammte Kacke. Das gibt's ja gar nicht. Wie bescheuert bin eigentlich ich? Ja, und vor allem, wann spielst denn du mal am PC? Stimmt, das ist ja nur am PC. Und ich glaube auf der Xbox Diese Wurscht, vielleicht. das war immer das Einzige, das ich gern gespielt habe auf dem PC. Ansonsten habe ich nie am PC gespielt. Ich muss sagen, ich finde PC-Zocken meistens echt schwierig, weil du ja immer an der neuesten Hardware dran sein müsstest, damit du dann auch die neuen Spiele passend spielen kannst, und da bin ich halt meilenweit weg, weil ich bin eher der Konsolenzocker, und wenn ich dann mal am PC gehe und dann feststelle, ja Mist, eigentlich müsste dir neue Grafikkarten kaufen, jetzt hätte er sich so an, als da die gerade in einem Flugzeug sitzen, dann bin ich eigentlich schon wieder so frustriert, dass ich mir dann denke, ach, leckt's mir doch. Ja, schon lieber wieder Konsole. Ja, ich bin da so, also immer Konsole, weil ich bin ja nie zurechtgekommen mit der Maus einen Shooter zum Steuern, weil ich habe sonst irgendwo umeinander geschossen. Ich habe mich dann wieder auf Pornoseiten reduziert bei meinem PC. Das war. Und das ist schon schwierig, gell? Das ist schon schwierig, dass der da richtig mitläuft. Ja. Ist das jetzt eine Frau oder ein Mo? Naja, egal. Ich weiß nicht. Irgendwie sind sexy Miese, scheißegal. Hauptsache es rührt sich was am Bildschirm. Hauptsache schwitzen dann. Ja, genau. Hauptsache schwitzen und klatschen. Mit einer Porno-Hörbuch gelangen. Gut, dann hätten wir jetzt schon mal über Resident Evil 4 und die Siedler neue Allianzen geredet. Sollen wir dann vielleicht einmal kurz, ich weiß nicht, ob du auch schon gehört hast, Corby, beim Seppi Warsis, der hat es mir nämlich dann auch noch zum Geburtstag geschenkt, da bin ich sehr, sehr dankbar, nämlich Octopath Traveler 2. Hast du auch schon gehört, Corby? Ich hab's auf der Wunschliste. Also ich habe jetzt seit über 2 Monaten God of War installiert. Das ist alles. Das ist alles. Ah, okay. Ja, ist immerhin. Schritt in die richtige Richtung. Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut. Und jetzt habe ich eigentlich aktuell eher Bock, The Last of Us nur zum Zocken. Aber erzähl, wie ist Octopath Traveler 2? Schockverliebt bin ich. Und auf was spielst du? Switch natürlich, also da bleibe ich wieder auf der Switch wie beim ersten Teil. Und ich war wieder schockverliebt. Das Ding ist so schön, der Sound ist so schön, die Geschichte ist so schön. Ich bin nur am Verliebtsein in mein Spiel. Das ist wo? Das Steelbook, das ich da gekriegt habe, was mir der Seppi geschenkt hat, das ist auch so schön. Oh, das Danke, freut Seppi. mich. Bitte. Ja, dem so cute. Nein, also wer den ersten Teil, wem der erste Teil gefallen hat, der ist kommt beim zweiten Teil sofort wieder daheim an, sage ich mal. Das ist, wie lange ist denn der erste Teil her? 2 Jahre? Seit 2 Jahren nicht mehr gespielt, aber es war so, als hätte ich es vor 2 Wochen länger. Zum letzten Mal gespielt gehabt. Ich war Schon sofort viel wieder drin länger. in dem Ganzen. Du, also deine Wahrnehmung für Zeit, die ist ziemlich kaputt offensichtlich. Ich war ja offensichtlich 4 Jahre im Wachkoma, also lass mich in Ruhe. Wie läuft's denn auf der Switch mit Ladezeiten und so weiter? Weil da habe ich mir gehört, dass die auf Dauer ein bisschen nervig sein können. Weil ich besser auf der 5er, da fällt halt natürlich gar nichts, aber auf der 4er habe ich mir gehört, dass nicht so ganz rund ist. Ja, auf der Switch, auf der Switch ist auch so, dass da ab und zu mal die Ladezeiten ein bisschen stören können, aber bei mir jetzt noch nicht, also ich bin jetzt seit ungefähr bei 8 Stunden erst, ich habe noch nicht so intensiv gespielt, aber es war bis jetzt noch nicht so, dass ich sage, ich bin genervt davon, dürfen aber auch nicht länger werden. Sie sind für mich nur im Rahmen des Erträglichen. Okay. So, und um die Schande vom Kani noch ein bisschen größer zu machen, also der erste Teil ist 2018 rausgekommen. Oh. Also fast 2 Jahre. Was ist denn nur mit meinem Zeitgefühl los? Ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber lass mich in Ruhe. Aber was nur trauriger ist, ich habe mir das nur gemerkt, weil ich weiß, dass wir schon länger wie 2 Jahre einen Thermomix haben. Scheiß Vollidiot. Weil wir damals den Thermomix gekriegt haben, als ich das gezockt habe. Stark.
Oh, scheiß Kurvi, ich hasse das. Ja. Sag mal, wo deine Prioritäten haben. Ja. Hast du, Seppi, mit wem hast du schon gespielt, mit welchen Figuren bei Octopath Traveler? Ja, das wollte ich dir jetzt auch fragen. Also ich habe angefangen mit dem Oswald und hab dann und führe jetzt aktuell die Geschichten von der Throney vom, jetzt weiß ich nicht mehr, wie der heißt, der Kleriker. Der Temenos, genau, und der Krieger, ich bin so schlecht. Hikari, genau. Das ist jetzt meine Gruppe momentan, mit denen ich spiele jetzt weiter. Das habe ich jetzt aus. Also eine habe ich noch nicht, die Kriegerin habe ich noch nicht geholt, weil, weiß nicht, irgendwann wollte ich einfach nicht mehr. Aber das sind jetzt die 4 Geschichten, die mir am besten zusagen. Und die möchte ich jetzt unbedingt weiterführen. Ja, ich habe mit der Throne angefangen und bin dann hab dann einen Oswald im Schneehaufen gefunden. Und jetzt gerade bin ich auch zum Temenos gekommen. Und also die ersten 2 Geschichten jetzt mit dem Oswald und der Throne, die sind wieder sehr fesselnd. Ich finde das Sprache, ich weiß nicht, wie spielst du du? Weil ich spiele es mit japanischer Tonausgabe. Nein, ich spiele es mit englischer. Wie ist die? Sehr gut. Richtig, richtig gut. Muss man wirklich loben. Hat das eine deutsche Sprachausgabe? Das weiß ich jetzt gar nicht. Nur deutsche Untertitel und Text. Ja. Okay. Aber auch die japanische taugt mir voll. Tut mir taugen. Da du ja das am besten abschätzen kannst, Kani, gibt es irgendwelche neuen Mechaniken? Gibt es irgendwas komplett nice, was sie jetzt gemacht haben? Tag- und Nachtwechsel, ja. Du kannst per Knopfdruck in Tag und Nacht hin und her schalten, was sich dann auch auf Gegner auswirkt, die erscheinen. Mhm. Du kannst jetzt in einem Kampfsystem, gibt's jetzt weiß ich nicht mehr, wie die Funktion heißt, aber die lädt sich langsam auf und dann drückst du X und zum Beispiel beim Oswald, der hat so Flächenangriffe, dann kannst du den Flächenangriff auf eine Figur konzentrieren und ist dadurch dann stärker. Und da hat jede Figur hat so eine Fähigkeit, dass sie eine Attacke ein bisschen ändert, wenn man das aufgeladen hat. Die latenten Fähigkeit oder irgendwie so heißt die, glaube ich, oder? Wie? Latent ist diese Fähigkeit oder irgendwie so. Genau, latent. Und das sind jetzt die 2 einprägsamsten Dinge für mich gewesen, die sie geändert haben. Und beim Tag- und Nachtwechsel auch noch ganz wichtig, da verändern sich auch die Fähigkeiten, was die Charaktere haben. Also du kannst am Tag was anderes machen wie auf Nacht und das ist ganz wichtig für manche Rätsel, weil ich glaube bei der Throne zum Beispiel ist es so, die kann am Tag stehen und auf Nacht quasi hinterrücks aus dem Weg schaffen, dass der halt pennt. Das heißt quasi, wenn du tagsüber irgendwo in einer Puff reinmachst, wo eine Tür steht, davor steht, kannst du das mit der zum Beispiel nur auf Nacht machen. Dann kannst du auf Nacht auf Zeitenraum und kannst reingehen. Das sind so wichtige Dinge. Mhm, cool. Das heißt, das ist dann nicht nur für die Gegner interessant, sondern eigentlich auch für das ganze Erkunden von den Städten und so. Genau, es wirkt sich eigentlich auf alles aus. Du hast da zum Beispiel, wenn du bei den Kämpfen, wenn du nachts kämpfst, hast du unter Umständen andere Vorteile, weil es gibt Charaktere, die quasi beim nächtlichen Kampf gleich irgendwelche schädlichen Statusse auf die Gegner auswirken, gleich am Anfang vom Kampf. Statussis, genau, Entschuldigung. Und dann hast du quasi einen Vorteil, wenn du auf Nacht kämpfst oder je nachdem, welche Gruppen das, wie du sie zusammenstellst. Also das musst du immer beachten, was die tags können und was die nachts können. Cool. Ist das, weil bei mir war es bis jetzt immer so, dass ich glaube immer selber hin und her schalten habe können. Ist das irgendwann einmal so, dass du Gebiete nur bei Tag und Nacht erkunden kannst? Weißt du das? Nein, also es gibt einen natürlichen Tag- und Nachtwechsel und du kannst ihn aktiv herbeiführen. Aber es kann sein, weil ich bin jetzt ungefähr bei 22, 23 Stunden oder sowas, wo es ja auch noch nichts ist bei dem Spiel, dass das später noch irgendwie mal relevanter wird. Das kann schon sein. Kann ich mir gut vorstellen, dass du jetzt in irgendeinem Tempel oder in irgendeiner Dungeon oder sowas nur auf Nacht einkommst. Kann durchaus sein, kann ich mir gut vorstellen. Aber bis jetzt habe ich es noch nicht erlebt. Dann kicken wir mal. Ich werde nämlich nach der Folge mich wieder an die Switch setzen. Schön. Sie hat kennt von euch einer das Spiel Sylt? Nö. Sylt? Das ist eine Insel, oder? Nein, nicht mit Y, sondern mit I. Sylt. Na, nie gehört. So Indie-Spiel, in dem man so, das haben wir mal runtergeladen auf der Switch. Das, glaube ich, hast du auf 1,5 Stunden durchgespielt. Wenn du das öfter durchspielst, wirst du wahrscheinlich auf eine halbe Stunde schaffen. Ist aber, das ist auch so schön schwarz-weiß zeichnet und du bist so ein Taucher, der in so einem völlig surrealen Ozean umeinander gichtelt. Und du musst einfach nur 4 Gegner finden, die besiegen. Und es ist irgendwie so geil beruhigend gewesen, das Spiel. Das ist die ganze so diese Unterwassergeräusche. Es ist nicht wirklich schwer, sondern es ist schön, einfach mal eine Stunde abzuschalten und sie
und noch ein bisschen ober zum Thema, finde ich. So ein cozy Game. So was wie bei Journey, oder wie? So in die Richtung, ja, aber irgendwie finde ich noch entspannter. Also ich fand das so, also mir hat das richtig, richtig entspannt, das Spiel, das war richtig schön, aber auch das kannst du öfter mal dazwischen einhauen, wenn du mal wieder irgendwo kurz am Ragen bist, dann haust du dazwischen mal eine Stunde oder eine halbe Stunde Silt rein, dann bist du wieder runtergekommen. Ja, die Spiele werden jetzt immer beliebter, stelle ich fest, weil die einfach irgendwie den ganzen Alltagsstress ein bisschen abfangen, egal was du tust, Nachrichten oder Einkaufen vergisst, das Faktor an alles an und dann kannst du auch noch Cozy Games spielen, die ihnen so ein bisschen so angenehme Atmosphäre ziehen. Das ist ziemlich erfolgreich. Deswegen ist ja das Ding, das Disneys, wie heißt's? Sag's mir schnell. Dreamland Valley oder irgendwie so. Geht ja auch voll durch dick, weil da bist du quasi in einer wunderschönen Disney-Welt und alles ist toll. Und kannst du eigentlich nicht verlieren, da quasi. Und dann leider alle glücklich. Das ist schön. Und was ist Sinn des Spiels? Du kannst, ich weiß nicht genau, du kannst Disney-Charaktere finden, kannst mit denen spielen oder so, kannst einen Garten anlegen und hat das ein Zeug halt, weißt du, wie die viel sind. Aber jetzt schnell die wichtigste Frage für alle Boomer unter uns. Ist Ariel da noch weiß? Ja. Oh, Lecke, was meinst du, wie viele Leute das jetzt da aufatmen, dass diese fiktive Unterwasserfigur in ihren Augen weiterhin die richtige Hautfarbe hat? Ja, es wird ihnen nichts weggenommen, sie können alles schön in die emotionalen Taschen lassen. Da fällt ihnen sicher ein Haken vor ihrem Kreuz, das ist, Ich habe mir vorhin den Trailer angeschaut und war ein bisschen positiv überrascht, dass es tatsächlich so finster ausschaut, also zumindest im Trailer. Bei wo sitzt es? Ja, Ariel. Ach so. So. Aber weiß ich nicht, begeistern tut es mir jetzt auch nicht. Aber gut, mir ist die Hautfarben-Thematik eher egal. Das habe ich schon öfter gesagt, mir regt es eher auf, dass man halt da jetzt alles als Realverfilmung nur veröffentlichen muss. Ja, aber sollen es doch machen. Ja, es regt mich auch furchtbar auf, weil es mich zwingen, dass ich es anschaue. Ja. Du hast im Monat hinterher Disney vorbei und binden mich irgendwo fest und spreizen mit Augenlider auf. Die sitzen in ihrer Redaktion drin und haben ganz vorne ein Beutel vom Kani und sagen so, was bringen wir als nächstes raus? Was regt mir richtig auf den Penner? Schaut euch den an und inspiriert euch. Aber zurück wir sind mal mit Ariel auch unter Wasser, zurück zu Sylt. Ich kann es nur empfehlen. Es ist es sind ein paar so kleine, nicht wirklich knackige Rätsel, aber angenehm fordernde Rätsel, sage ich mal. Es ist ein cooler Stil und schöner Sound eben mit den beruhigenden Unterwassergeräuschen. Ich kann es nur empfehlen, wer mal eine Stunde runterkommen möchte und ich glaube, das ist ja nicht teuer gewesen, es kostet vielleicht 3 Euro oder so. Dann holt euch Sylt. Zumindest ob sie für 3 Euro kriegt. Ich weiß aber nicht, ob ich irgendwelche Punkte eingelöst habe. Holt euch Sylt trotzdem. Ist schön. Da kann ich gleich mal das genaue Gegenteil vorstellen. Wo Long Fallen Dynasty. Das geht in die genau andere Richtung. Es ist arschhart. Nicht schön. Schön schon, aber sauschwer. Also so Souls-like, weiß nicht, kennt ihr Nioh? Ja. Das ist von denen quasi. Das ist quasi so der geistige Nachfolger von Nioh 2. Ist in so einem chinesischen Setting zur Han-Dynastie, zur Zeit der Han-Dynastie. Mit den Chinesisch heißt das, gell? Chinesisch. Über den Kampf von diesen 3 Fraktionen, oder? Was? Keine Ahnung. Auf die Story habe ich nicht aufgepasst. Ganz ehrlich, keine Ahnung, was das geht. Okay, du warst das Spiel in Asien. Startkurvi. Halt doch dein Maul. Ich kann ja nicht sein mit dir. Über diese unqualifizierten Scheißhauskommentare. Ja, da geht's halt wirklich nur darum, dass du möglichst harte Bosse zlickst. Die Story ist wirklich. Hast du das schon gespielt? Ja, völlig. Ich hab's bis zum 4. oder 5. Boss habe ich bis jetzt gespielt. Du hast das ist ähnlich, also es ist nicht so wie Elden Ring, es ist eher so wie Dark Souls aufbaut, also relativ linear. Du kommst von Gebiet zu Gebiet, durch so Levelschläuche und hast du dann immer wieder so Zwischenbosse und Endbosse und so minimal optionale Gebiete. Und das Kampfsystem ist eigentlich ganz geil, weil das sehr auf Paraden ausgelegt ist. Also du musst quasi bestimmte starke Angriffe musst du lesen können und dann kannst du mit einer Parade quasi die Haltung von dem Gegner brechen und dann angreifen. Und das ist das Schwierige an dem Spiel, dass du quasi die Zeitpunkte genau ausfindest, wann du quasi Angriffe parieren kannst. Und da entsteht ein ziemlich geiler Flow. Das ist richtig spaßig.
aber halt auch sauschwer und ja, ich verstehe jeden, der Wie lange hast du für den ersten Boss braucht? Das ist das Geile an dem Spiel, oder das, wo sie viele Leute jetzt drauf aufhängen. Der erste Boss im Tutorial ist so scheißen schwer wie die nächsten 4 nicht. Der ist viel schwer. Der hat auch 2 Bossphasen. Du brauchst für die erste, du kriegst ja quasi nichts an die Hand am Anfang. Die erklären dir einen Scheißtrick. Und dann bist du nach relativ kurzer Zeit in einer Bossarena und kämpfst da gegen diesen völlig Irren und musst halt dann selber herausfinden, wie du was machst. Da kriegst du nur ganz wenige Hinweise. Und der ist quasi dazu da, dass du dieses Paradensystem auf den schwerstmöglichen Weg verinnerlichst. Also du kannst das Spiel ohne dieses, wenn du das Paradensystem nicht meisterst, kannst du das Spiel nicht schaffen. Und das versuchen sie da mit dem Tutorial-Boss quasi richtig einzudrücken. Du musst das killen, sonst kannst du es vergessen. Und dann, da flippst echt aus. Also da sitzt da 20, 25 Versuche dran dem Typen und dann hast du mal die erste Phase geschafft und weil du weißt ja vorher nicht, dass du die zweite Phase gibst. Dann hast du ihn zerlegt und dann kommt er aus Dämon zurück und ist noch viel stärker. Und dann wird es noch viel irrer. Und ja, und wenn du den aber geschafft hast, dann geht's da hin. Also das ist irgendwie ein geiles System, aber irgendwie voll spielerfeindlich. Also ich glaube, es ist im Game Pass drin. Ich glaube, jeder, der es nur im Game Pass mal anschauen wollte, hat nach, weiß ich nicht, 2 Stunden einfach wieder aufgeben. Darf mir nicht. Ja, aber Driver damals, oder? Beim ersten. Aber diese Scheiße der Parkgarage. Ja, brutal. Da sind ganz viele Leute rausgekommen. Du hast ja trotzdem spielen können dann. Also selbst wenn du das Tutorial nicht gemacht hast bei Driver, bei dem Spiel musst du halt diesen Boss besiegen, dass es überhaupt weitergeht. Genau. Also ich hab da auch schon ein bisschen was drüber gelesen und da hast du halt dann, kommt nicht sogar erst dann die Titeleinblendung, wenn du den ersten Boss irgendwann geschafft hast? Ja, ich meine schon. Also das ist wirklich... Du spielst doch nicht recht lang, bis du toll bist. Ich glaube, das längste, was du hast, sind so Zwischensequenzen. Und du hast, weiß ich nicht, du laufst halt durch so ein kleines Minigebiet und musst halt, vielleicht streckst du damit 10 Leute oder sowas. Und dann geht's da schon rund. Also, die halten nicht lang hinterm Berg. Hätte nicht schlecht, doch. Na, nix für die, Conny. Deine Armcontroller. Das stimmt auch wieder. Hey, wir müssen mal noch kurz, was mir gerade einfällt, das hat mir der Seppi geschickt, weil wir ja über Octopath Traveler 2 geredet haben. Für alle, die da die Miniaturwelt in Hamburg besuchen wollen, da ist jetzt übrigens auch eine Szenerie aus Octopath Traveler 2 aufgebaut worden. Mhm, die Lagerfeuer-Szene. Wenn hinkomme, dann wäre das Clown. Da haben sie 120 so Stunden braucht, gell, dafür, bis das fertig gekriegt haben. Krasser Scheiß. Und weswegen? Haben die da irgendeine Verbindung zu Octopath Traveler 2? Ich glaube, sie finden es einfach geil. Ja. Okay. Wo so verständlich ist. Ja, ist Grund genug, also passt. Ja. Da die auch sagen. Schaut auf alle Fälle sehr schön aus, das Ding. Mhm. Gebt mir das. Habt ihr noch was? Weil ich hab nämlich noch einen ganzen Schwung. So habe ich nichts mehr zum Zocken. Ich gerade noch einen Ausblick auf den April. Auf was freut's denn euch da? Gibt's etwas? Lass mich mal nur kurz was einwerfen. Nein, ich hätte grundsätzlich schon was mit Spielen zu tun hat. Allerdings ist es jetzt weniger Videospiel. Du hast deine Nudel drin. Lego hat diesen Monat ein neues Set rausgebracht für Herr der Ringe-Fans, und zwar Bruchtal. Oh, hör mir auf. Mhm. Und da Kanye und ich haben uns drüber schon ausgetauscht. Das Ding schaut echt krass geil aus. Ich bin so verliebt. Und es sind da 12 Minifiguren dabei, also im Prinzip alles, was man halt so Herr der Ringe technisch braucht. Das ist der einzige, in Anführungsstrichen, Haken, also der einzige, in Anführungsstrichen, ist, es kostet halt 500 €. Peanuts. Wird der Held der Steine gesagt, Miete oder Bruchtalset? Ja, genau, richtig. Ja. Ich werde mir das wahrscheinlich echt nicht holen, außer, weiß ich nicht, das geht irgendwo sehr weit runter. Aber tatsächlich hat sogar meine Frau gesagt, warum, das ist doch hübsch, kauft er das doch. Das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Ja. It's a trap. Ich habe das schon überlegt, warum? Bin ich krank? Muss ich bald sterben? Aber es ist echt, ich bin auch jedes Mal, wenn ich wieder irgendwo einen Link oder so sehe, dann fängt mein Finger zum Ziehen an, oder der Kauffinger. Bitte, bitte, ich brauche das, ich möchte das so gerne haben, es ist so schön. Aber ich werde auch noch warten.
das ist ein Mordsdrum und war theoretisch auch so modular aufgebaut. Also sie hätten eigentlich das auch in mehrere kleine Pakete einfach schneiden können. Dann, dass es halt dann zum Teil erschwinglich wäre. Aber wir bringen nur ein einziges Set raus. Und das kostet 500 Euro. Das gleich mal für teuer Geld. Bam! Ich hoffe, dass irgendein chinesischer Hersteller da ein eigenes Mock draus baut und das Ding dann irgendwie 100 Euro oder so kostet. Und zweimal so groß ist. Ich möchte jetzt so gern haben, aber ja, 500 Euro. Dafür wirft der Podcast noch zwingend ab, dass man das einfach mal schnell kauft. Noch. Also macht's mal Stadia-Abos, das Pissbacken. Jetzt stell dir mal vor, die machen da weiter und dann bringen die irgendwie Helms Klamm oder so auch nochmal raus oder Minas Tirith oder so. Oh, dann wird's schon hart. Dann wird's echt hart. Ja, vor allem, weil die Dinger wären wahrscheinlich nicht billiger. Da gehe ich davon aus, dass es dann wahrscheinlich nur teurer war als Bruchtal, weil vielleicht größer. Und ja, dann ist halt wirklich irgendwann einmal eine ganze Monatsmiete, die du für so ein Herr der Ringe-Set ausgeben musst. Ja, da musst du wieder Prioritäten setzen. Ja. Zurück zur Videospielwelt. Ich gebe zurück an Seppi. Ich hab nur ein prächtiges Erlebnis gehabt in diesem Monat, und zwar, ich habe die PlayStation VR 2 gehabt. Oh, okay. Und was hast du gespielt? Horizon? Oder ist es noch gar nicht draußen? Ich habe einiges gespielt. Also Horizon ist ein Starttitel. Das ist ja ein großes Launch-Ding. Habe ich gespielt. Ich habe gespielt Swordsman VR, ich habe gespielt No Man's Sky VR, ich habe gespielt What the Bat. Und dann habe ich es wieder zurückgeschickt. Das Ding. Warum? Tschüss. Weil es eine designtechnische Katastrophe ist. Also es ist wirklich, ich weiß nicht, wie man sowas auf den Markt bringen kann, ganz ehrlich. Du hast das Ding auf dem Schädel und also bei mir ist grundsätzlich, ich habe mit viel Leuten drüber geschmeißt, ich bin ja bei Mix in der Redaktion und jeder hat irgendwie ein anderes Erlebnis mit dem Ding, was auch schon echt weird ist. Das Ding ist baut, das hat so einen Halo-Ring, nennt man das, das heißt quasi so einen Ring über dem Kopf. Den legst du quasi vorne auf die Stirn und hast ihn hinten unterm, so auf Höhe vom Übergang Nacken, Schädel drauf und dann kannst du es mit so einem Radl quasi ein bisschen enger machen, dass das da so drauf liegt. Und dann ist vorne so der Visor, den kannst du nach hinten und vorne schirmen. Theoretisch eigentlich gar nicht so blöd, weil das Gewicht gut verteilt und so. Praktisch ist das aber schrecklich, weil das Ding druckt da in den Schädel ein. Unfassbar. Also ich habe nie länger am Stück wie ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde spielen können, dann habe ich das Ding runter müssen. Bin eine Viertelstunde da gesessen und habe nicht mehr gewusst, wo oben und unten ist. Also das ist unangenehm wie Sau. Das ist wirklich, wirklich schade. Und sehr Probleme haben mehrere. Also dem einen drückt es ans Hirn, den anderen drückt es ins Schläfen rein. Es ist ganz grausam. Und die Linsen vorne hageln sie bei mir zum Beispiel auch voll ins Nasenbein rein. Also du hast da keinen Spaß, nicht lang. Du bist noch eine halbe, dreiviertel Stunde sitzt da und magst einfach nur wohnen. Unschön sowas. Und das... Okay. Hä? Aber das heißt ja im Prinzip Designfehler, sie haben es halt wirklich auf kleinere Köpfe ausgerichtet, oder wie? Ich habe keine Ahnung. Es ist auf alle Fälle, ich weiß nicht, ob asiatische Schädel anders geformt haben und sie das nur da Test haben. Bei uns gibt es da ganz viele Probleme. Also ich werde jetzt da noch ein bisschen weiter recherchieren, weil mich das wirklich interessiert. Aber was ich jetzt so mitgekriegt habe, haben da Faillight-Probleme. Also es ist jetzt nicht an meinem deformierten Holzkopf das Problem, sondern generell an dem Teil. Und dann haben sie da noch, das Ding ist halt so eine Plastikbombe, die haben halt da das Kopfband, das ist auch nicht wirklich weich oder so, also das ist ein relativ dünner Kunststoff, der auch nicht recht wertig wirkt, also ich glaube, der nutzt sich relativ schnell ab, weil die quasi im Gehäuse haben die auch die Sense-Motorik aus den Controller. Jetzt können die das quasi nicht so wirklich gut polstern, weil sonst geht ja der Rumble-Effekt in den Kopf nicht rein. Auch noch ist das so Sachen, wo ich mich fragen muss, hat es das wirklich braucht? Und ansonsten ist du hast ja bei VR-Brillen, kannst du verschiedene Displays einbauen. Du kannst LC-Displays einbauen, dann hast du ein klares Büttel, so grob gesagt. Du kannst OLED-Displays einbauen, dann hast du ein schönes Schwarz und schöne Kontraste. Und bei den OLED-Displays ist es so, dass du dann immer so einen Effekt vor so einem leichten Fliegengitter hast. Und das ist eigentlich technisch schon überholt. So, die werden eigentlich nicht mehr hergenommen, eben deswegen. Und Sony hat aber halt quasi alle die Displays und alle die Linsen verbaut. Und deswegen ist das Beutel auch nicht so sonderlich toll. Also du hast einen ganz minimalen Sweet Spot, das heißt, du siehst nur, also die Linsen müssen perfekt vor deine Augen liegen, dass du das Beutel scharf siehst.
Und wenn es ein bisschen verrutscht, dann wird es schon wieder ein bisschen unscharf. Und ja, kein so ein schönes Erlebnis. Und bei einer 650 € Brühen, glaube ich, geht es mehr so, dass die sagen, hat mich jetzt nicht so überzeugt. 650 €? Ja, 600 € Brühen und 50 € Ladestation für Controller. Habe ich gezahlt. Ah, okay, Gott sei Dank ist es nicht beieinander. Es ist halt, sondern extra zu kaufen. Es ist halt für VR-Brillen auf dem Sektor, sage ich mal, ist eigentlich gar nicht teuer. Weil wenn du PC-VR-Brillen hast, die kosten meistens mindestens so 600 € und dann haben sie noch die eher schwächeren, eher über 1000 €. Und dann brauchst du einen fetten PC mit einer fetten Grafikkarten und bla 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 bla. Und du hast, bei der kommst du mit der 5er aus. Was eigentlich hätte das alles mitbringen, was er braucht, aber die Umsetzung ist für mich zumindest nicht so fein. Und spieltechnisch, also wie jetzt mal, ich war schon schwierig dann zu trennen, abgesehen davon, dass es halt so druckt hat. Du möchtest jetzt wissen, wie Horizon ist, oder? Ja. Es ist tatsächlich, hast du schon mal VR-Brillen auf dem Kopf gehabt? Na. Ja, dann da schluckt's dir, dann findest du es offen geil, mit Sicherheit. Weil du bist in der Horizon-Welt, du kennst das ja, die ist wunderschön und bunt und belebt und du bist da mittendrin und das ist wirklich für jemanden, der noch nie in einer VR-Brille drin war, das ist unglaublich geil. Du musst da viel kraxeln, so, du bist viel in die Berg drin. Das heißt, du musst da ein bisschen, wenn du Probleme mit Höhen hast, dann wirst du ein bisschen Tosen scheißen, weil das teilweise wirklich krass weit oben geht in so Schluchten. Und du das in Virtual Reality wirklich so, du hast dann das Gefühl, du bist irgendwo ganz weit um. Das ist also so. Und wenn du das nicht so verkraftest, dann ist das ein bisschen schlecht. Aber du hast da die ganzen Begegnungen mit den riesen Maschinensaurier-Dinger. Das ist bombastisch. Du fährst am Anfang mit so einem kleinen Boot durch so einen Fluss und dann kämen die von links und rechts und graben über die drüber. Und dann greift man so ein krokodilartiges Ding an und schlägt das ganze Boot und das ist richtig, richtig imposant. Also ein richtig geiler Einstieg. Also wer die Brühen hat, der soll das Spiel auch spielen. Weil nur da kommt das richtig geil um. Ja, cool. Also das freut mich aber, dass das zumindest halt dann schon mal ein richtig richtig geiles Erlebnis ist. Und gut, ich meine, das Gute ist ja, man kann ja dann immer wieder die Brille ja optimieren und das werden sie ja wahrscheinlich dann auch tun, weil sagen wir mal, ich glaube, dass PlayStation auf Dauer gesehen da eine richtig gute Lösung anbieten will. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also bei der ersten PlayStation VR hat es nur so ein Revisionsmodell gegeben, weil damals ist es aber, glaube ich, eher da hast du noch 1000 Kabeln dazwischen stecken müssen und so eine extra Station und die haben es da ein bisschen verschlankt, aber das Brillending damals haben es nicht verändert. Die war aber auch bequemer. Also ich hoffe ganz ehrlich drauf, weil mir stinkt es eigentlich ziemlich, dass ich es nicht wirklich hernehmen kann, weil es kämen jetzt mit Sicherheit ganz viele geile Spiele und so, aber das bringt alles ja nichts, wenn man schlecht ist und ich habe Kopf wieder noch. Also das ist traurig. Aber da hoffe ich jetzt mal drauf, dass, weiß ich nicht, vielleicht in einem Jahr oder so was sagen, wir haben so viele Dinge zurückgeschickt, irgendwas passt da nicht, jetzt machen wir es ein bisschen bequemer. Das war schon nicht schlecht. Ja, wie schon gesagt, kann man ja nur hoffen. Mal kurz vor der Virtual Reality zur Augmented Reality. Corby, hast gestern beim Fleckmon Community Day mitgemacht? Na. Oh, ich auch nicht. Ich brauche Shiny Fleckmons. Okay. Ich brauche Shiny Fleckmons, wer welche hat, bitte geb. Okay, ja, hier wieder Aufruf. Genau. Es geht also um Pokémon, alle, die zum... Geht's um Pokémon oder was? Pokémon Go, ja. Ah, okay. Ja, aber das ist eigentlich der geheime Masterplan gewesen vom Kani, dass wir dieses Format ins Leben gerufen haben, dass er irgendwann ganz heimlich das dann immer so mit reinbringen kann, was er bei Pokémon Go dann noch braucht. Genau. Und durch das, dass wir jetzt öfter mal irgendwo Sachen präsentieren, hoffe ich, dass dann die Leute kommen und sagen, hey, Kani, ich hab gehört, du brauchst noch Fleckmon Shiny, da kannst du alle von mir haben und 50 €. Genau, richtig. So wie es halt normalerweise immer läuft, gell? Genau, so sollte das sein. Geb Shiny und geb Geld. Ja. Na, es ist schon immer krass, wenn man mit dem Kani durch die Stadt geht und dann kennt ihn irgendjemand und gibt ihm einfach einen 100er und sagst, passt schon. Passt schon. Fragst du dann, warum? Ja, die wissen schon warum. Ja. Die wissen schon warum. Da gehen wir jetzt zum Friseur. Dann brauche ich aber keinen 100er mehr, bei denen ich 5 habe, die ich noch habe. Gut. Auf was freut sich denn jetzt im Ja, April? eben, du hast Leute? ja vorhin gesagt, Ausblick und so, auf was wir uns freuen.
Ich habe ja schon erwähnt, ich habe God of War installiert. Eventuell kann ich das jetzt dann auch bald einmal spielen. Ja, mach endlich mal. Aber ich habe mich natürlich hervorragend vorbereitet für die heutige Sendung und bin auf ein kleines... Hätte ich es nicht erwartet. bin auf ein Spiel gestoßen, das ich eigentlich ganz gern zocken möchte. Have a Nice Death. Hat das einer von euch gespielt? Gespielt noch nicht. Es schaut aber cool aus. Ja, also der Zeichenstil erinnert einen sofort an Hollow Knight und genau, es ist auch ein Metroidvania und mehr brauche ich eigentlich nicht. Also cooler Zeichenstil verglichen zu Hollow Knight, Metroidvania, cool. Weißt du was zum Schwierigkeitsgrad? Ist es eher so, dass du selber spielen kannst oder musst du wieder bei einem anderen vor der Konsole sitzen? Ich habe immer natürlich mein Telefonjoker, der dann sofort vorbeikommt, ein Chris. Aber ich habe keine Ahnung zum Schwierigkeitsgrad. Hollow Knight habe ich zum größten Teil auch selbst geschafft. Danke für den blöden Kommentar, Seppi. Entschuldigung. Das ist aber auch gelungen, du Penner. Bei dir hat er doch den Boss gemacht, nicht bei mir. Ja, und ich habe es nicht einmal gespeichert, damit ich es selber machen kann danach, du. Ja, genau. Es geht auf jeden Fall in Have a Nice Death um den Tod und der Tod ist etwas übermüdet, weil er so viel Bürokratie-Scheiße machen muss und möchte sich beschweren und stellt dann fest, dass ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es die Hölle ist oder halt so die Unterwelt, keine Ahnung. Auf jeden Fall kämpft er sie dann da durch, damit er sich halt dann erfolgreich beschweren kann. Also ein Traum eines jeden Büroangestellten. Toll, also ich mich jetzt sofort spielen, jetzt allein wegen der Story. Ja. Aber ich hab das auch schon gesehen und ich bin da so wie du, das hat mich auch vorher an Hollow Knight erinnert und Metroidvanias finde ich auch immer geil. Hätte ich auch Bock drauf. Ich habe jetzt nicht verstanden. Kommt das erst oder gibt es das schon? Na, seit über einem Jahr gibt es schon als Early Access für Steam. Und jetzt, glaube ich, diesen Monat gibt's die Portierung für die Switch. Okay. Und da ist es aber jetzt aus dem Early Access Status rausgekullert. Ja, für den PC und Switch kommt es mal am 22. März. Ach so, dann ist quasi zum Zeitpunkt des Veröffentlichens dieses Podcasts ganz frisch draußen. Yes. Und was da auch noch ganz frisch rauskommt, dann ist Last of Us 1 Remake für PC. Dann können die Leute, die nur PC spielen, das eigentlich ausprobieren. Dann gibt's keine Ausreden mehr. Genau. Nein. Also wer es dann nicht spielt, der soll einfach aufhören, dass er jemals in seinem Leben wieder spielt. Der hat eine Switch. Oder er hat eine Switch. Ja. Genau. Oder ein Super Nintendo. War nicht schlecht. Ich werde so gerne wieder Super Nintendo spielen. Was haben wir denn sonst noch im April? Dead Island 2 kommt. Ja, genau. Stimmt. Das ist ja das Einzige, was ich auf meiner Liste habe. Ja, ich habe zwar die Vorgänger gespielt, ich glaube, die sind aber indiziert bei uns, also keine Titel. Die Vorgänger von Dead Island 2? Genau. Da gab es nämlich noch also einen direkten Vorgänger und irgendein Zwischending, meine ich, gab es noch. Ach so, Spin-off. Aha. Ja, aber ich glaube schon, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ich war aber auch von den Spielen irgendwie nicht so begeistert. Mir haben die irgendwie voll genervt mit der Zeit. Erstens mal, du rennst auf der Straße umeinander, haust aber Zombies über die über, dann gehst in ein Haus rein und wieder zurück und dann sind alle wieder da, die 2 Sekunden vorher erst kaputt gemacht haben. Was soll das? Das ist nervig. Ich weiß auch noch nicht so richtig. Das hat mich schon so genervt. Ja, ich weiß, also ich bin auch so. Ja, Urlaub geht anders. Definitiv, ja. Ich habe gespielt Dying Light 2 und irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist fast das gleiche Spiel. So, irgendwie. Das denke ich mir auch immer. Immer wenn ich das sehe, dann denke ich mir, das ist doch 1:1 das Gleiche. Ja. Mal schauen. Kann was es sei, aber so richtig abhängen tut es mir jetzt irgendwie so noch nicht, was man bis jetzt gesehen hat. Du hast ja irgendwie so eine Basis quasi, so ein Basisquartier in, was ist es, LA nennen sie es ja. Und von da aus kannst du dann verschiedene Missionen, Aufträge eben so ausführen und musst dann so eine halboffene Welt durch LA streifen quasi und Sachen sammeln und Zombies umbringen und keine Ahnung. Redest du jetzt von Dying Light oder von? Nein, von Dead Island 2. Ja, wo es fast dasselbe ist, die Geschichte. Ja. Also bei Dying Light ist so eine zusammenbauende Army-Stadt
Und bei Dead Island ist es halt so quasi LA zum Zeitpunkt der Apokalypse. Ja, mal schauen. Was aber geil ist, ist der Trailer dazu. Ja, gut, da waren sie ja in der Bringschuld, weil wer den Trailer vom ersten Teil noch kennt, da hat was nachgelegt werden müssen. Der war auch schon fantastisch. Und ich finde den Trailer zum zweiten, der hat ordentlich nachgelegt mit dem geilen Little. Was war das? Der Bomb? Kann das sein? Was ist das, der Bomb? Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Ich weiß, aber schaut euch den Trailer zu Dead Island 2 an. Weltklasse. Definitiv. Weltklasse. Und Ende April kommt dann endlich auch der Grund, warum ich mir die PS5 holen werde. Star Wars Jedi Survivor. Ist es Ende April schon? Ja, also es war ja eigentlich schon gekommen, aber es haben sie nochmal verschoben und ist jetzt für den 28. April angesetzt. Nice. Da habe ich einen Trailer jetzt gesehen, das schaut schon ziemlich fetzig aus, du. Oh ja. Hast du den ersten Teil jetzt ganz durchgespielt? Nein, weil ich dann wieder 1100 Sachen dazwischen gekommen haben, aber soweit ich gespielt habe, war er schon ganz geil. Also das glaube ich, den zweiten Teil kann man schon mal anspielen, auf alle Fälle. 100 Pro, weil der erste war wirklich richtig geil und soll ja Trilogie werden. Also zumindest hoffen sie drauf, dass sie eine Trilogie draus machen können. Ja, mit Sicherheit. Das verkauft sich mit Sicherheit wieder super. Ich meine, es steht Star Wars drauf. Und der erste Teil war ziemlich erfolgreich, glaube ich. Hat gute Wertungen gekriegt, ist auch gut gekommen. Glaube ich, dem steht nichts im Wege, da ich mal sagen. Ja, ich hoffe es. Und ich hoffe, dass wir dann irgendwann Karl Kestis in einer Realserie treffen. Meinst du das nochmal so mitziehen? Ja, es war schon geil. Weil es ist ja, glaube ich, es ist ja offiziell, ist immer die Geschichte Kanon. Okay. Soweit ich das im Kopf habe. Also könnte man das dann schon mal rüberziehen. Ich hätte nichts dagegen. Ja. Ich hätte nichts dagegen. Und wie heißt der einen Karl Kestis spielt, der Cameron Monaghan, glaube ich, heißt der. Den Namen, ich kenne den Schauspieler von anderen Sachen, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Cameron Monaghan, jetzt weißt du es. Shameless und Shameless, genau, da kenne ich ihn her. Tolle Serie. Genau, an Ian hat er da gespielt. Unglaublich gut, ja. Ich fake lacht. Legendär. Aber das wird dann dann ist soweit, dann kann es sein, dass man im Talkthrough April oder Mai werde ich dann voller Freude berichten, dass ich endlich nach meinem Zeitgefühl 2 Monate nach Release eine PlayStation 5 gekauft habe. Ja, ganz fast. Ganz, ganz fast, genau. Ah ja, da freue ich mich schon. Entweder Laserschwertkämpfer. Sehr schön. Sehr schön. Aber das war's so was an Vorfreude für den April. Ja, ich habe da eigentlich auch nichts mehr, weil es ist so, kommt nicht recht viel mehr, glaube ich. Es ist noch, ich weiß nicht, das Hogwarts Legacy für die alten Konsolen kommt das jetzt schon im April. Ich glaube, das haben sie auch noch mal verschoben. Wenn man jetzt nicht ganz sicher. Das kommt jetzt meine Anfang April für PlayStation 4, also für die alte Generation. Ah, okay. Dann haben wir noch, was haben wir noch? Everspace 2, wer im Weltall mit einem kleinen Raumschiff rumballern mag, hat da bestimmt sehr Freude damit. Minecraft kommt irgendwas, Minecraft Legends. Weiß nicht, da bin ich überhaupt nicht drin. Ich auch null, das interessiert mich sowas von gar nicht. Ja, da bin ich echt raus. Und sonst, ja, nicht so der große Spiel im Monat, aber dafür Star Wars. Wer's mag. Dafür Star Wars und dann passt es eh. Dann ist man gerade in Stimmung mit der 3. Staffel Mandalorian, dann passt es genau, wenn da jetzt halt noch ein Spiel dazu kommt. Perfekt. Und natürlich stimmt Viva la Movilusion gleich im April ordentlich in die Mario-Welt dann nochmal rein mit Super Smash Turnier. Das wird richtig, richtig hart. Oh ja, genau, da war ja was. Genau, weil wir sind ja neu fahren und werden beim Cineplex dann ein kleines Turnier veranstalten. Ich werde moderieren und zuschauen und ihr zwei macht's euch zum Affen, während euch irgendwelche 12-Jährigen kaputt hauen. Na, wir werden das Ganze so manipulieren, dass wir auch gewinnen. Also ich werd mir irgendwo undercover ins Publikum sitzen und die spielen dann immer so kleine Arena geben von der Seite. Das wird mein Job sein. Ich will Entschuldigung, mei, das war... Ich bin halt so tollpatschig. Wenn sie irgendwann aufhört, yes, also kann ich ja immer sagen, ich habe schon kleiner nicht 12-Jährige geschlungen wie die. Und dann geht's genau auf die Bank gespuckt. Ja, das wird super. Die werden nie wieder kommen. Aber wahrscheinlich werden nur lauter Schränke dann da sein. Einziger 12-Jähriger. Oh Mann, das wird hart. Da kommen wir zu meinen Wimmel aus dem letzten Treffen noch blaue Yang dazu. Das will ich nicht.
Ja, aber schauen wir mal, wie das wird ganz cool. Wird. Und vor allem die Vorfreude dann auf den Film, das wird auch nochmal richtig geil. Aber Leute, dann haben wir wieder mal eine fast ganze Stunde gefüllt mit Informationen über die Videospielwelt und über die kapitalistische Welt von Lego. Ich habe in dem Moment hier meine Faust erhoben und ich bin dabei, Corby, ich bin dabei. Sehr gut. Und denk trotzdem drüber nach, dass ich mir das Ding kaufe. Aber wie? Naja. Easy Credit. Easy Credit. Oh, gute Idee. So, und der Seppi sagt euch jetzt, was ihr da draußen, liebe Hörer, tun dürft. Ja, ihr dürft euch wieder mal in das Steady-Game setzen und schön die Abonnieren-Buttons drucken. Das ist so quasi so ein kleines Minigame auf der Webseite von Steady unter dem Viva la Movilitionsbanner. Draufdrucken, alles abonnieren, PayPal, passt, macht's. Mehr Geld, cool. Gebt Geld, damit wir uns im Bruchteil kaufen können, der Corby und ich. Genau, dann gibt's ein Unboxing. Vom Corby sein Gemächt. Oh Gott. Jetzt lass uns Corby sein Gemächt in Ruhe. Gut, das war wahrscheinlich das erste und einzige Lego-Unboxing, das man dann auf Pornhub findet. Weil wir die ganze Zeit des Teils waffeln. Oh Gott. Alexa, okay, gut. Dann kann ich da nichts mehr sagen. Somit bitte hinterlasst Kommentare. Was habt ihr den Monat so gespielt? Welche Highlights haben wir wieder mal verpasst? Und wir freuen uns dann als nächstes Mal, wenn es wieder um Videospiele geht, aber natürlich auch, wenn ihr wieder so einschaltet. Bei Viva la Movilusion, der beste Podcast der Welt. Nicht vom Neufahren Cineplex. Und googelt jetzt bitte alle, was Waffeln ist. Das waffelndste Podcast der Welt. Waffel. Wiederschauen. Servus.